Gut, ich wünsche jedem einen vom Frischen in diesen dritten Abend Gottes Rücken sehen, beim Zuhören. Und ich will mich auch bedanken noch einmal für das Gebeten beständig für diese Abends. Und ich freue mich auch dafür, dass die weiten Leute, dass die für mich beten. Ich bin dort sehr aufhängig. Ich brauche dort, weil es ist nicht so, dass das bloß von selbst kommt, dass einer wissen eine Maschine ist, weil einer der answitchen hat, dann blabbert er durch, und einer der switchen hat, dann hört er ab. Das kommt nicht von selbst. Und man hat auch eben inzwischen gemischte Gefühle, dass einer ruhig wirklich so überzeugt ist, als was einer vielleicht soll sein oder will sein. Ich will Ihnen hier zum Gruß ein paar Verse zum Anfang lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 3 sagt es, ans Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll dafür gelobt worden, dass er uns aus Himmelsberge all die geistlichen Segnungen geschenkt hat, weil er die Welt den Grund lehrt, hat er uns bestimmt in Christus, seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Wenn Gott seine Liebe für uns, hat er das so angereicht, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will als seine eigenen Kinder. Nun können wir nicht anders als seine große Gnade loben, der er uns hat zukommen lassen durch seinen Leben sehen, Jesus Christus. So von daher vielleicht nicht ein interessantes Thema, also vielleicht ein bisschen ein schweres Thema für mich wenigstens. Und wenn wir daran denken, dann von Christentum enttäuscht, und von Christus überrascht, dann sehen wir, dass diese Predigt hat zwei sehr verschiedene Bilder. Sehr verschiedene Bilder. Vielleicht würde es gleich schlechter sein, wenn man ein Thema haben über das Krieg, das ich auch sehe, über die Täuschung, von wo wir werden aus Kinder Gottes, und nicht bloß aus Kinder Gottes, sondern viele Menschen in dieser Welt, die leben mit einem sehr twänget, enttäuschtes Hort. Sie sind von Menschen enttäuscht worden, wo sie für besonders was hielten. Und dort ist niemals Gott sein will. Und ich weiß dort den Namen Gottes, du wird von dir so sehr viel Ursache gegeben, dass Menschen einen echten Eindruck von Gott haben. Weil wie Kinder Gottes, ab dieser Ehe, wir sind ähnlich, so die Schrift darauf steht, sagen, dass wir sind in offener Brief, wo alle lesen können. Und wir denken, du glaube ich, manchmal nicht an, wo soll wir von Menschen beobachtet worden. Wir wurden ständig von Menschen beobachtet. Vielleicht am dollsten, wo wir von unserer Familie, von unseren Kindern beobachtet oder mit unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Und irgendwer, der weit am uns leben, ziemlich sehr weit arm. Und damit einmal dann kommt eine Zeit, dann ist einer ganz enttäuscht. Und er ist ganz enttäuscht von den Menschen, weil einer hat irgendwas von denen erfahren. Man hat dort nicht so gefunden, als man immer denken, für wer der Mensch wird und so weiter. Und dort ist sehr schuld. Und weil viele Menschen, die wollten sich mit dem Problem durch. Weil dort ist Krieg am Wort, mir das gehen wird. Ich höre das immer weiter, dass Menschen sich ganz frei, öffentlich, beschuldigen oder Menschen oder Kirchen oder Gläubige, sogar Prediger, wurden beschuldigt für Dinge, die unter den Christen passieren. Und die Welt, die beobachtet uns auch. Und die haben ein volles Recht, uns zu beobachten. Und ich sehe auch, die Menschen haben so einen echten Eindruck von Gott. Und woran die Menschen, und wenn ich sage die Menschen, dann meine ich vielleicht die Welt, oder sind die, die nicht gläubig sind, oder auch ein andere Menschen.
Warum kriegen die so einen argen Eindruck von Gott? Das du wen, will sie Gott kann lernen tun in lange eng durch seine Kinder. So, somewhere sieht mal so steht, mir mögt das Sens, sieht, die viele Menschen in der Welt, die haben bloß eine Bibelübersetzung. Die Heilige Schrift lesen sie überhaupt nicht. Sie lesen keinmal in der Bibel, in der einzelnen Bibelübersetzung, wo zur Hand sind die Gläubigen. So gucke mal, wenn die Welt mit einmal so einen schlechten Eindruck von Gott kriegt, wovon großes Port hat wieder zu gedreht? Wir haben ein Wandel gelebt für die Nicht-Christen, wollen wir nicht so leben. Und dann haben sie kein Verlangen. Ich glaube manchmal, dass die Christen sind, kriegt das große Hindernis, dass nicht mehr Menschen zum Glauben kommen, weil sie kein Verlangen haben. Sie wissen nicht, was soll ich mich bekehren? Ich sehe so eine Menschen, die leben nicht mal aufgänstig, sondern das wird sagen, was sie leben tun. Soll es dort sein? In Römerbrief habe ich ein Vers in den 2. Kapitel. Ich habe von der meine Plattdeutsche Bibel mit dem Vers 24. Du sagst, dass es steht, Römer Kapitel 2, Vers 24, Grut wegen Jünd, wird Gott sie Namen von der Völker gelost hat. Grut wegen Jünd. Wenn ihr das sagt, wenn wir hier vorlesen, dann lässt sich dort verstehen, das sind äußerlich fromme Menschen. Und in was von der Zeit sind wir Ben? In was von der Zeit lebe ich? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir leben in der letzten Zeit. In der Heilige Schrift sagt es sehr klar, dass wir wollen ganz besondere Zeiten beleben, eng von dieser Welt. Und wenn wir in 2. Timotheus lesen, du sagst es sehr klar, was du alles wird, und den Menschen zu sein oder zu hören sind, von so einer, wo sie sich bekennen als Gläubige. 2. Timotheus Kapitel 3, du werden mal die ersten 4 Vers lesen. Du sagst der Apostel Paulus, denk daran, dass in den letzten Tagen grässlich schwere Zeiten sein werden. Dann sagt du wieder, Menschen wollen viel von sich holen, um Geld heran sein, sich selbst hochholen, gehen Unsinn, lastern, der Älteren nicht gehorchen, undankbar, unheilig sein, die wollen sich nicht gut sein und nicht versäumen lassen, sich untereinander spotten und verachten, sich nicht beherrschen und unbandig sein, dort Gode nicht lieben kann, sich untereinander verroden, ruchlos und stolz sein mit dort, was sie sich anbilden, und dort Vergnügen Leuwe haben aus Gott. Wenn die Busbad hier lesen würden, dann würde ich sagen, weil das riecht mich tau, ich weiß, wer so eine Menschen aus das sind. Was haben wir hier von einer langen Liste abgenannt? Was die Menschen alles wollen tun. Aber interessant, sagt du in den 5. Vers, steht, sie geben noch fair, gottesfürchtig zu sein. Dort sind nicht so eine Menschen, die irgendwo weit auf in der Kirche leben. Oder die vielleicht irgendwo weit auf in der Welt leben. Nicht von Gott will. Dort sind so eine, so dass hier sagt, sie geben noch fair, gottesfürchtig zu sein. Aber leben nicht nur sie, aber glauben nicht an seine Kraft. Paulus sagt, von so einem Menschen hol die Dreh. Bleib wach von so einem Menschen. So, ich weiß nicht, was du in deinem Leben alles belebt hast, aber ich kann mir dazu feststellen, du bist auch eine Person, wo du eine lange Liste abnahmen erwähnen,
wo du die allerwegen hast und Menschen getäuscht, wo sich als Kinder Gottes bekannt. So ich frage ihn, was von der Zeit lebe ich? Einmal sehe ich, wir leben in der letzten Zeit. Und das, was Paulus sagt, in der letzten Zeit wird es sehr grässlich sein, gräuliche Zeiten. Dort andere, wo wir leben, und du musst ein Klimat nennen, und dort erst, wir leben in einer Zeit von der vollen Freiheit. Guck mal, wer von die Geschichte kennt, und ich spreche im Motto, dort will ich mal unsere Vorfahren ihre Geschichte dir. Dort mal lesen von in der 15. Jahrhundert, wo eine große Erwartung war, in wo Menschen grausam gemordet worden und umgebracht worden, verfolgt worden wegen ihren Glauben. Lest so eine Geschichte mal. Und dann dort die mal irgendwie prüfen, was wird von dir passiert. Weißt du, zu jener Zeit, das sind gleich so sehr viele Jahre drei, wenn ein Mensch dann kommt, dass er sich bekehrt und wahre geboren wird und sich öffentlich als gläubig bekannt, dann wisst er, dass 100% nein, dass ich von der und Verfolgung für mein Glauben lebe. Und höchstwahrscheinlich wird es bedienen Gefängnis. Und wenn ich Gefängnis, dann vielleicht noch sogar mit meinem Leben für mein Glauben betone. Weißt du, was passiert in der Zeit? Wer dort nicht wirklich vom Horten, wer dort nicht, wo dort nicht deut vom üben Horten kommt, der bleibt wach. Der wird sich auch nicht boven Eva aus dem Kind Gottes bekannt, sich vielleicht taufen lassen, so ist es damals wird, wenn sie sich würden taufen lassen, dort bedient dann ganz schnell so. Das hatten sie öffentlich rüt gesagt, dass sie zu den Glauben gehören. Und dann wurden sie verfolgt. Und wir haben Geschichten, in ewige Geschichten, wo die frühes mit einmal ihre Mana verloren. Sie haben never im Leben mehr was von denen gehört. Sie wissen nicht von wo die angekommen sind. Bloß sie haben die keinmal mehr gesehen. Warum nicht? Weil der Mana sich als gläubig bekannt hat. Nicht bloß der Mana, aber besonders waren der umgedreht. So, nun umgedreht in unsere vandeusche Zeit, wo lebe ich von der? Von der die volle Freiheit. Wer verfolgt die? Frag dich mal, wer wird die verfolgen, wenn du die mit einmal auf die Seite stellst und sagst, okay, ich bin ein Jugendkind Gottes? Keiner. Und die Geschichten sagen, die große Verfolgung in den Jahrhunderten drei, der hat die falschen Christen wachgeholt. Und von der, ich glaube, ich bin mich davon überzeugt, dass wir müssen uns mit der Zeit von der verstehen, dass nicht alles, was sich von der unter den Namen Christi bekannt, dass Christen sind. Und du weißt, dort geht mir das von der, und das ist in der ersten Part von dem Thema. Viele Menschen, die verstehen sich durch mit. Weißt du, was die tun? Wir haben ein paar Bilder brauchen, ein paar Beispiele. Wenn wir mal sagen, die Hand auf dem Acker, irgendwo im Garten, haben sie ein feines Sud gesät. Sie sind in der Meinung, dass alles gute Sud, was wir ausgestreut haben im Garten, er abstab. Und nicht mehr einmal hast dich, nicht du was Ankrüt machen. Nicht du irgendwo Speckerchen, irgendwas Ankrüt ist der Mann, das hast du nicht gesät. Was tun wir dann? Nehmen wir dann einen Plüch und sagen, okay, alles überdrehen, rüte mit, ich habe vor dich von dit, ich will mit dit nichts mehr zu tun haben. No. So, Reich Jesus brucht im Matthäus-Evangelium ein von seinen Beispielen und Bildern, dann sagt er, der Sud, der wird dort ankrüht, mangt der gute Sud, wird stehen bleiben. Aber den Tag von das Gerecht, und dann wollen die Engel dort ankrüht sammeln und wollen dort verbrennen. Und der gute Sud, der wird auch um Platz kommen. Je wissen, was das meint. So, und so sieht von der Fälle, okay, da haben einmal was gehört, vielleicht, und was das ist sehr schön. Und da in der Kirche, da haben sie vielleicht irgendwas gehört von denen, dem Bruder, da in der Schwester, oder von denen, dem Prediger, da in der Diakon, whatever, nicht so. Der hat so und so geschafft, und dann schmiert man alles fort.
Oder wenn wir mal sagen, du kommst vielleicht, von der haben wir nicht mehr ein Geld, wenigstens nicht hier in Kanada, die meisten Menschen, die dann mit Karten betalen, aber das wie nicht einmal so stark. Belieben du gut mit meinen Eltern schreiben, da habe ich ganz dick voll Sadels. Und wenn ich betalen muss, dann muss ich immer das Geld nehmen und das betalen. Und nu haben wir mal sagen, du kommst irgendwo in einem Stuhl, du hast was gekauft und du nimmst das Geld in die Hand und dann probst du betalen und dann gibst du das Geld nur den Klagter und er sieht, dass du nur, das ist ein falscher Sadelmann. Was ist das dann? Nimmst dann das ewige Geld, das du in die Geld hast, schmitzt es alle Fuß mit das, weil ich nichts mehr zu tun habe, das alles bis falsch ist. No, dann sortieren wir das Geld, dann beobachten wir das, dann kicken wir das überprüfen, so gut als wir können. Und weißt ihr, was ein Ding, was wir klar haben, du und ich, wir wollen niemals 100% reich aufschätzen. Wenn Menschen vielleicht will sein, oder wenn Christen vielleicht will sein, das ist ein bisschen will, was sich schubsklare ewig getragen haben, oder wenn vielleicht Schub sein, wenn ein bisschen sehr schwach sein, die fehlt in ihren Städten, für die fehlt mehr zu beten, für die fehlt mehr zu tun und so weiter, die fehlt zu pflegen. Weißt du, wie kann das eigentlich mal durchprüfen? Und erkläre einmal das Bild, wo der Herr Jesus sagt, no, tut nicht die Krütsch, die rüten. Weißt du, wie Menschen, wie würden fertig, so ist Jesus das sagt, tut nicht das Krüte rüten, das die nicht den Wert wollen mitnehmen. Weil wie kann das euch aufprüfen? Aber bloß ein Ding will ich sagen, das kann immer weiter passieren, dass wir im Leben wollen Dinge begegnen, wo die nicht gut sind. In Ferten, mit den Ferten ist es auch so, dass wirklich ein Kind Gottes wird keine Zweifel an seine Radung und seine Heilskraft, keine Zweifel mit der Heilsgewissheit, aber er lebt ein Leben, wo ähnlich sind sie ein Stein von einem Anstoß. Ich glaube, es funny, der hat mal gesagt, viele Christen von der, oder wenigstens so, was sich als Christen bekannt, die sind Steiner, wo die Gottlose sich an Steinen in ewig stolpern in Hall nehmen. In der Herr Jesus, wenn wir lesen, und wir heute über kicken, überdenken, dann sagt er ganz klar in Matthäus Kapitel 18, ich habe das lesen, Verse 6, du sagst, hey, wenn irgendwer ein von diesen Kleinen, vielleicht soll ich den Vers hier lesen, wenn irgendwer, der an am glauben, Vers 6, wer aber ein von diesen Kleinen, der an mich glauben, zu Fall bringt, da sagt er, für den wird Peter, wenn ihm ein großer Mühlstein am Hals gehangen wird und dann im tiefsten Meer versäubt. Sei ja horet Udal nicht so. So, ich will einfach bis mit mir. Wir sollen als Gläubige, wenn wir uns als Kinder Gottes bekennen, dann sollen wir ein Leben leben, wenn Gott gefällt. Woran der Ungläubige nicht fragen braucht, ob ich bekehrt sein oder nicht, oder ob ich ein Christ sein oder nicht. Weil die von dir, du sind sehr viele schlechte Vorbilder. Sehr viele schlechte Vorbilder. Und ich glaube, wofern wir an Christen getäuscht sind, das können wir vielleicht nicht mal morgen. Und ich glaube, das habe ich keine Meinung, dass wir nicht alles erwähnen oder alles beholen oder alles verschmieden, wo ich getäuscht sind. Aber wofern ist das, wie kann ein Mensch am Sonntag bei der Kirche, aber in den gewissen Monaten, wir sind immer in der Meinung, das ist ein gläubiger Mensch. Der lebt, dass Gott das gefällt. Und damit einmal hört sich dann Wort in das an, der hat sehr angeregelte Geldsachen. Das du sehr entdautig Eva. Der würde vielleicht wem einfach wird schuldig bleiben. Er würde nicht mal verregnen, er würde nicht mal die Wahrheit reden. Er wird bloß einmal utreden sehen, wenn Worte nicht betonen und so weiter. Oder man hat dem du getroffen, dass er nicht der Wahrheit reden wird. So passiert. Oder was von der Seierfährten passiert. Und das ist sehr schön. Ich meine, Gott wird sich damit wollen. Mir geht es nun nicht über alle Menschen
ihre Geschichten erwähnen, wo immer die gefallen sind. Aber du sind von der sehr, sehr grässliche Geschichten. Gräulich, in der gräulichen Zeit lebe. Wo dann einmal hostig ein Mensch in Grube sind im Feld. Oder vielleicht auch, ich hier das nie im Vorweg dreh, wie sehr, sehr abfallend, dort in den Städten, und mir geht nicht am Menschen itkrum, ich weiß nicht den Namen, das ist so gut, aber ein sehr berühmter Prediger in der Baptistengemeinde. Dort wir rütgekommen, der hat irgend Kommunikation, und nicht bloß Kommunikation, er hat irgend geheime Dinge mit mir alles. Am amoralen Gebet. Und dort wir von der Welt, die wir sehr, sehr, sehr weit bekommen, dort passiert ein paar Wegdrehen. Und vielleicht kannst du einen anderen Mensch, ich weiß, das sind die Geschichten, sind immer wahr passiert. Viele Jahre drei passiert mal in Paraguay, da wir ein sehr berühmter Mensch, der ging sogar auf Mission, haben wir in Paraguay bekannt als ein Missionsarbeiter. Und dann hat einmal hostig dann wieder geführt. Und wenn ich nicht ordentlich bin, dann hat er selbst noch angegeben, dass er von der schlechten Bahn mitgenommen worden. Und dann fing ganz Paraguay, wenn das mal so mit mir wird sein, fing da an zu beten. Wenn der hat einen Missionar mitgenommen. Wisst ihr, was da passiert? Mit einmal hostig, dann fing der Plitz, der Missionar, in ein Fahrzeug mit einem jungen Mialtop, mit einem Mialtop. Wo nicht seine Früh wird. Ich meine, ich will nun nicht kritisieren, ich meine, das ist niemals meine Sache, über irgendeine Dinge reden, aber guck mal, was haben Menschen von der den Namen Gottes verschont, einfach eine Schande ab die Gemeinde, oder vielleicht eine Schande ab den Namen Gottes, gebraucht, ab Gott sein Volk. Weil ich sehe, dass ich all, viele Menschen in der Welt beurteilen Gott durch nur, als was sie an seine Kinder sein. Was sie von seinen Kindern hören und so weiter. Also, damit einmal dann, wo wir vielleicht ein Mensch ist am Sonntag, vielleicht ein Christ, am Wochenende ist ein ganz anderer. Mit den Ferken geht dort, Ferken passiert dort der tollste Enttäuschung und das Christentum sind die eine Familie, die Familienglieder. Ich habe das so sehr, sehr fertig gehört. Dort Jugendliche, damit einmal abkommen sein, ich sage mal, Umholzfall von dem Christentum. Und woran? Eine 16-jährige Mädel, die kommt nur die Kirche, nur predigen und sagt, sie sei erst bei Umholzfall von dem Christentum. Dann fragt ihn, woran wird das angegangen und so weiter. Dann sagt sie, meine Papa, der det tidigt morgens klokken 4 oder 6, ich weiß nicht, wovon klokken das wir, dann steht der tidig ab und merkt stelle Tid. Und der merkt so lüd seine stelle Tid, dass keiner mehr schlupen kann. Sie würden hier noch ein bisschen länger schlupen wollen, aber er ist so lüd mit seiner stelle Tid, hier ist interessant, lüd wie stelle Tid, nicht? Aber er merkt so ein großes Geräusch und merkt stelle Tid, dass sie nicht mehr schlupen können. In klokken 8 sagt sie, dann rannt der Papa, der Mama mit dem Bassum herum. Vielleicht sagst du, na so ein kann ich nicht. Dort habe ich noch keinmal getan. Aber ich will die bloß aufmerksam merken. Die Kinder kennen den Christentum. Deine Familie kennt die. Wenn wir unsere Kinder dort wollen, einen Weg verleben und dann über eine Kirche einen anderen Weg. Was glaube ich? Wenn so eine Kinder damit immer wollen abwachsen und sagen, ich will nichts von der Gemeinde. Die gehen dann in die Welt nennen und leben für sich selbst. Und die kosten nicht motivieren für das Christentum. Weil sie bitte gewöhnlich sehr enttäuscht sein wollen. Und dort passiert immer weiter. Und dort soll nicht passieren. Ein anderer, die Schrift, ein Brief an den Gemeindeleitern, dann sagt er, ich bin durch die Zeit von so vielen Menschen, wo sie Christen nahen,
enttäuscht worden, dass ich einfach alles abgegeben habe, sogar das Bibellesen, sagte. Und ich möchte die Frau, wenn du dein Leben mal so überprüfen lässt, du bekennst die Fläche aus dem Christ und du lässt dein Leben mal so überprüfen, kann das sein, dass viele Menschen durch dein Wandel auch sind enttäuscht geworden. Dass viele Menschen durch dein Leben irgendwo sind entmutigt worden, für den Herrn zu leben, in der Nachfolge zu leben. Wenn dort passiert ist, dann möchte ich, dass Gott die würde Gnade geben, dass wir können aufrichtig über das Buße tun. Wenn wir das nicht wollen tun, dann wollen wir unsere Strafe dafür kriegen. Aber das ist sehr, sehr schlimm, wenn Menschen ein schlechtes Vorbild sind in sie leben, die gottlose Welt ein Leben für, wo sie nicht weiten, was im Christentum nicht angeht. In vielen denkt wir so als Gläubige, die Welt weiß gar nicht, wo Christen leben soll. Ja, die weiten das. Die Welt weiß ziemlich sehr krank, wo ein Christ sich benehmen soll. Die weiß, dass dort ein Christ soll freundlich sein. Die weiß, dass dort ein Christ soll nicht selbstsüchtig sein. Die weiß, dass dort ein Christ soll Liebe haben für den Nächsten. Die weiten das alle. Die weiten krank, wo ein Christ sich soll abführen. Also ich spreche Motto, wenn wir sein in unserem Leben, dass wir haben nicht so gelebt, als was wir sollen, dann werden wir unser Leben verändern. Werden wir uns Leben vom Nien übergeben. Eine abrechte Buße tun und von Nien uns Leben übergeben. Weißt ihr, was ich sehe, wenn wir an den ersten Punkt denken, von das Christentum-Enttäeuscht, dann müssen wir auch ein Ding glauben, ein Ding verstehen. In der Bibel sagt dort nur nicht, dass wir sollen an Menschen glauben. Wenn du eine Person bist, wer du sagst, ich sehe um das Christentum getäuscht, in Ferken ist das der Grund kriegt, wegen was sie keine Gemeinde läuft haben, sie wollen von keiner Gemeinde was, sie blieben weit auf, dann will ich dir sagen, nur nicht in der Bibel finden wir ein Vers, wo das sagt, dass wir sollen an Menschen glauben. Ich kann mal nicht mehr, wenn ich mir lesen da in Geschichten im Alten Bund kicken da, wo auch even Abraham damit einmal hostig zum Lehren war, wo David damit einmal hostig in Grube Sünden fällt. In ein andere Mana Gottes, wo einer so dachte, werden die sehr große Mana, damit einmal dann lest eine Geschichten in der Bibel, wo Söhne auch gefallen sind. Ich frage mich dann, wo ist das passiert? Ich will nun nicht sagen, dass all das Schlechte Gott sein Plan oder sein Willen gewesen ist. Aber ich glaube, das soll uns einfach eine Motivation sein, dass wir niemals an einen Mensch glauben. Wenn wir in Jeremia Kapitel 17, Vers 5 lesen, du sagst dort, verflucht ist der Mann, wo sich auf Menschen verlässt. So, wenn du die hast auf Menschen verloren und du bist enttäuscht von Menschen, du sollst du nicht so gerne alles Geld fortklicken. Sagen, das ist, was es mal ist. Ich will nichts mehr mit das zu tun haben. So soll wir nicht handeln. In Ferken, da wie es dort handeln. Du wirst mal ein junger Mann, der will auch nicht sich für den Herrn Jesus entscheiden. Und er geht bis einmal fair, dort wir von so vielen Christen getäuscht worden. Er hat so viele Dinge an dir gesehen, was er wisst, was nicht reich wird. Er will nicht von Gott. Er will sich gleich bekehren. Okay, sagt das Prediger zu diesem Mann. Dann wird er dort auf dem Papier abgeschrieben. Kriegt wegen was von Grund, er sich nicht bekehren will. Und dann kann er das Papier mitnehmen. Und dann, wenn er wird im Gericht kommen, für Gott kommen, dann kann er Gott das Papier entgegenrechnen und sagen, das wird der Grund, wegen was ich mich nicht bekehrt. Weil du wirst so fehlen, um die Christen zu sein, was nicht reich wird. Er nimmt das Papier und geht davon und fängt an, über nur zu denken. Und Luther mit einmal dann kommt die Tränen und sagt zu dem Prediger, dort am ist das klar geworden, dort das wird keine Entschuldigung sein.
im Gerecht, wo ich mich nicht entschuldigen kann. Und ich will dir das sagen, lieber Freund. Das kann sein, hier ist keine Person in diesem Raum, aber du hier steht vielleicht Luther. Dann will ich sagen, du wirst dich nicht durch wen entschuldigen können, wenn du auch allerhand Dinge und Christen gesehen und gehört hast, wo nicht reich ist. Ich weiß, jeder Kind Gottes, wo in Anstoß ist, besonders für die Jungen, jeweils, oder wo anders gelebt hat, aus dem Willen Gottes entsprechend, die wird dafür Lohn kriegen. Die wird dafür bestraft kriegen. Gott wird sich damit weiten mit denen. Aber wer wenig diese missraufelige Entscheidung treffen, dort ich dann bloß vernehmen und dann alles zu sich schmieden. Und ein anderes Ding, was wir machen sein, der Herr, also Jesus hat nur nicht gesagt, dass wir sollen an den Mensch glauben. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Also an Jesus Christus glauben. Und von Jesus Christus ist noch niemals ein Mensch getäuscht worden. Noch keinmal. Dort ist ein Ding, dort kann er nicht. Er kann nicht ein Mensch täuschen, wer sich ab am verloren hat. Und das andere, was wir sagen, machen, nicht alles, was sich von der Christentum nennt, ist wirkliches Christentum. Dort wird sich ein Tag utwiesen, wohnt alles Christentum ist oder nicht. Aber nicht alles, wenn Jana sich vielleicht auch utgegeben hat aus dem Christen, du bist krank und denen getäuscht worden. Du weißt nicht, ob das ein wirklicher Christ ist oder nicht. Also nicht alles, was sich von der aus Christentum bekannt, ist auch wahres Christentum. Christen, wo wir allein durch die nie wahre Geburt. Von der gibt dort viele gute Menschen. Aber das sind nicht alles Christen. Christen sind bloß wahre Geborene. Und dadurch will ich dir noch ein Ding sagen. Und ich will aber mit dir kein Christ ein Kissen allein. Aber trotzdem ist das die Wahrheit. Du bist kein vollkommener Mensch. Du musst wie auch ein Ding. Nicht aber nicht zu denken, okay, das werden die Menschen beraubt. Ich so, ja, vollkommen sind wir sowieso nicht. Und dann nehmen wir uns die Freiheit zum Leben, so ein Weltmensch leben. So dort haben wir nicht die Freiheit. Aber Christen sind auch mal bloß Menschen. Dort sind Menschen, die im Fleisch leben, die ähnlich gestorben sind für das alte Leben und nie abgestoßen sind zum Glauben, wo ein anderes Leben leben sollen. Aber dort sind auch bloß Menschen. Wenn wir im Psalm 62, Vers 9 lesen, du sagst die Bibel, große Lied fehlen auch. Lassen wir lesen Psalm 62, Vers 9. No, das ist nicht der Vers. Ich habe hier, glaube ich, einen falschen Vers abgeschrieben und ich habe die Predigt auch abgestellt mit der jüdischen Bibel. Einmal ist das durch die Vers mit verrutschen. Aber wir haben den Vers, der sagt ganz klar dort, große Lied. Also große Leute fehlen auch. Das meint, sie verfehlen sich auch. Sie sind keine vollkommenen Menschen. So, von Christus überrascht. Und ich sehe all, Christus, Jesus, kann ein Mensch nicht täuschen. Von Christus ist noch keinmal ein Mensch enttäuscht fortgegangen. Na, vielleicht denkst du dann futz an den Recken Gängling. Die Bibel sagt, dass der Recken Gängling nur Jesus kam, mit das Verlangen, dass Jesus soll einmal sein, wo muss ich tun, am ewigen Leben zu haben. Und Jesus Christus fängt an zu sein. Er fängt an zu gehen, ab seine wichtige Frau, was er zu tun hat, am ewigen Leben zu haben. Und wenn er gemerkt, dass er einmal hast, dann verschwindet er. Dann sagt die Bibel, er ging traurig davon. So, das Mann, das Rückgängling, er kam nicht mit einer abbreche, reumütige, bußfertige Einstellung. Er will ein guter Mensch sein, er will krank so wiederleben, als was er hier gelebt hat. Er will keine Veränderung in seinem Leben, aber er will trotzdem ewig leben. Und Jesus sagt, und dann wirst du mal in welche Bedingungen erfüllen.
Und wenn ein Mensch sagt, okay, aber du sei nicht reut, ich sei nicht reut, Bedingungen zu erfüllen, dann geht ein Mensch traurig davon. Aber von Jesus ist noch keinmal wer du mit einem Abbrecher hört. Und ich will Ihnen das auch von dir sagen. Wenn irgendwer fällt, er soll nach Jesus kommen, die kann Jesus 100% vertrauen, dass er wird ihn nicht verstehen. Er wird ihn nicht trewiesen. Kraken dann, was deine Vergangenheit ist. Kraken dann, wie viele Dinge du an dein Leben getan hast, wird nicht gut sein. Aber Christus hat noch keinmal wem enttäuscht. Wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, dann können wir dort von fern in der Bibel auch lesen, wo Gott den Mensch immer wieder überrascht hat. Mit verschiedenen Dingen, wo ich euch will abnennen. Besonders im Alten Testament haben wir verschiedene Dinge, wo Christus auch den Menschen überrascht hat. Aber ich will bis im Neuen Testament gehen. Ich will dort, was im Alten Testament, vielleicht wo du von sein, da will ich überspringen, ich will bis im Neuen Testament einige Dinge erwähnen. Weil Jesus, als er auf diese Erde beobachtet mal, wo fern er Menschen überrascht hat. Wo er die Menschen damit einmal eten gibt. Mit ein paar kleine Fisch, ein paar Brot, können er Feuer und Vieh und Tieren noch mehr 1000 Menschen auf einmal eten geben. Menschen konnten nicht verstehen, woher. Sie wussten nicht, wie das funktioniert. Aber das wird er da. Er hat viele Menschen geheilt. Er hat viele Mal Wunder getan. Er hat sogar, wenn sie am Wuter werden, das fällt sich bis alle an den gehen, dann hat er eine gebeidende Macht über das Wuter, über das Avara, wenn er beiden kann, das soll sich leihen und dann passieren. Check mal, wenn wir uns mal ein klein bisschen in Einzelheiten nennen, wo er die Menschen überraschen da. Check mal, einmal haben wir eine große Überraschung für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten und für die Obersten von den Juden. Weil haben wir anders, als was sie das tun. Sie werden überrascht, als sie mit einmal sagen, Jesus geht mit der Sündertod. Und er hat sogar mit der Sündertod. Und dann sagen die Menschen einerseits, wenn das wisst, also wenn Jesus wisst, wer die früh wird, dann würde nicht mit der Tod sein. Dann würde nicht du sein. Hier mal in Jesus haben wir mal ganz anders, als was die Menschen damals verdienen werden. So, die Sünder, die Sträumen, die Zellner und die Sünder, die Taxkollektor, die kommen nur Jesus. Weil sie fühlen sich von ihm angenommen. Heute er nicht aufwiesen. Heute wir nicht so dass gewarnt werden, dort heute die Menschen bis alle drei wiesen. Sogar sagen die Pharisäer, ab einer steht, sagen sie, Lukas 15, Vers 2, dann sagt er, dieser, der nimmt die Sünder an. Und dann hat er nochmal enttaubt. Das können wir ganz klar lesen. Wird ja eine andere Geschichte. Du wie eine Maria. Und diese Maria, sie hat viel Sünden getan. Viel Sünden getan. Dann kommt sie durch, ab einer Stelle, wo Jesus angelaut wird, wie ein gewissen Simon, zur Mahlzeit. Mit einmal kommt da eine Frau, ich weiß nicht, vielleicht ist es die größte Sünderin gewesen in der ganzen Stadt, ich weiß das nicht. Aber eine Weise kommt durch näher und dann backt sie sich vor Jesus Christus seine Feit dohl und dann fängt sie an zu healen. Und das sagt sie heal und sie heal und sie heal. Und mit ihrer Haar sagt, dass sie Jesus seine Feit drehen. Ich weiß nicht, was die früher gedacht haben, was mit mir passiert. Mit einmal sagt Jesus, die sind deine Sünden vergeben. Aber was ist das für eine Überraschung, wenn ein Mensch mit einmal diesen Ausdruck hören kann, die sind deine Sünden vergeben. Und ich will dir dort sagen, wenn du von der das noch nicht gehört hast, dass der Herr Jesus durch den Geist, durch sein Wort, zu dir sagt, die sind deine Sünden vergeben, dann will ich dir sagen,
Das wird für die eine sehr große Überraschung sein, wenn du mit einmal kannst, das eine Ding hier. Nu sind endlich meine Sünden vergeben. Weet je, als ich das mal in 2003 beleven kon, ich had so lange mich gequält, ich had so lange ein schweres Leben gehabt, ein bedrecktes, ich konnte so klar mit David mitfallen, so sei im Psalm 32 geschrieben hat. Dort am sein Sauf einfach uitdrehen, dat so eine Sommer hat. Und dort Gott seine Hand alle Tage nach schwor an mich legen hat. Weet je, so ein Mensch wie ich. Und ich krieg mich irgendwie nicht an, um zu Jesus zu kommen. Aber ich weiß noch so klar, als ich mich mal entschließen darf und mich überwinden kann, diesen letzten, wichtigsten Schritt zu machen, wo ich im Glauben nur Jesus komme und an meine Sünden bekannt und an Vergebung für meine Sünden beten darf und an Abnahme aus meinem Radar. Ich konnte ihn dort nicht vertellen mit mir, wo überrascht ich damals war. Dort ich mal das Gefühl habe, nicht bis dort Gefühl, dort ich dort fast vom Herzen glauben kann, dort mir sind meine Sünden vergeben. Weil ja eine Satz, dann werden durch 10 Utsatz Germaner, die kommen nach Jesus abtauchen. Und wenn ihr in Utsatz Germanen sind, was den Aussatz hat, die können keinmal, wo manche Menschen kommen. Die müssen einmal wieder dort bleiben, für sich ganz allein. Wann es nach mal sind, dürft ihr ihm verfehlen, dort ein Mensch sich entnudern, dann müssen die von weit auf schreien, aussätzig. So dass Menschen nicht wissen, oh, okay, du bist ein utsatzige Menschen, du kommst nicht dich bei. Damit einmal dann begegnen diese Männer sich mit Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihnen, check mal, gut mal nur dem Priester, dann dort ihn mal wiesen, so von die geheilt sind. Sie werden nicht geheilt, als sie losgingen. Aber die Schrift sagt, während sie gingen, wurden sie mit einmal geheilt von ihren Aussatz. Und dann uit große Überraschung kommt es einer Tränen dankt und lobt dem Herrn Jesus für das Große, was er an ihm getan hat. Also, er war überrascht von dort, was der Herr an ihm getan hat. Ein anderer, das Neue Testament ist eigentlich voll von seinen Bildern. Aber ein anderer Mann, der hat 38 Jahre hat er all gelebt. Und einmal war er ab dem Moment gelüht, dort ein Engel raufkommen wird vom Himmel, dort wurde er durch bewegen, und dann wer immer das erste nennt steht, der können je geheilt werden. Die Geschichte kann je nicht so, das ist in der Bibel geschrieben. Und dann sagt das Mann, er kommt keinmal rein. 38 Jahre gelüht. Dort ist immer ein anderer für mich. Ich kann nicht selbst. Ich bin so viel gelähmt, ich kann nicht selbst nennen. Und dann endlich, wer kommt in mir halten, dann sticht immer ein anderer für mich. Dann war er verloren. Nu fragt Jesus den, nu begegnet Jesus sich mit diesem Mann. Und dann wird das Mann geheilt. 38 Jahre, sagt die Bibel. Wisst ihr, was es sind für eine Überraschung? So ein Mann, der springt für Freude und jubelt und lobt und dankt dem Herrn dafür. Wisst ihr, wir haben eine andere Geschichte. Wir eine Früh, das fingen wir in Johannes Kapitel 8 beschrieben, die hatten sie gegriffen, während sie in ein amoralisches Leben gelebt haben. Und wisst ihr, was so ein Mensch getan muss, wem sie betroffen haben damals? Der muss totgeschlagen. So, nun hatten sie die Früh gegriffen, dann brachten sie die Früh im Tempel näher zu Jesus. Wir wollen sehen, was Jesus wird tun. Und dann sagt Jesus zu den Menschen, wer unschuld ist, wer unsünde ist, der soll den ersten Stein schmieden. Und er beugt sich bei darauf und schrift, aber ihr. Dann fangen die Menschen um, vom Ältesten und Jüngsten an aller Leute zu gehen. Weil ihr ähnlich, wer unsinn wird, soll den ersten Stein schmieden. Keiner wird unsünde. Alle hatten sie gesündigt. Jesus wird unsünde.
Ich kann mir dazu feststellen, dass Jesus mit der Früh was verteilt hat. Ähnlich, Jesus sagt, ich bin nicht auf diese Erde gekommen, um zu verdammen, sondern ich bin gekommen, um zu vergeben, um zu segnen, um Leben zu geben. Dort, was verloren ist, dort zu segnen. Und dann fragt Jesus diese Früh, wo sind die Menschen alle geblieben? Haben die nicht verdammt? Nee, sagt sie, die haben nicht. Dann sagt Jesus, und ich verdamme die auch nicht. Ich kann mir dazu feststellen, eine Früh haftet ganz klar, das ist mein Tod. Ich kann es nicht verlegen, die haben mich ertappt bei dieser Sünde, ich will mal ankommen. Und Jesus sagt, ich verdamme die nicht. Ich vergebe die Leute. Dann sagt er, geh hin und du nicht mehr sündigen. Ich denke mal, was muss das für so eine Früh für eine Überraschung gewesen? Das hier. Oder so ein blinder Mann, wo du am Weg steht, nicht sein kann. Und das hört man einmal hier, dass hier geht eine ganze Schar Menschen vorbei, hier in Konter, aber kann nicht sein. Dann fangen unter Frauen und zu rauchen, was hast du? Dann sagen sie, dass Jesus geht. Und dann fangen an zu schreien. Jesus, du Sohn Davids. Und dann hat einmal die Menschen fangen an zu beschwichtigen. Hey, sie still. Und jetzt sage ich, fangen wir einmal da an zu schreien. Weißt du, dann hat einmal sagt, von einem ganz klar, das fing wie in Markus Kapitel 10 beschrieben, dann sagen die Menschen zu diesem Mann, hey, lass die rauben. Meinst du, lass mich rauben? Genau, ich kann ankommen. Und dann laden sie an nur Jesus. Und dann fragt Jesus an, was weißt du, dass ich die tun soll? Was will er? Er sagt, ich will was er sein, ich will sein können. Und dann gibt Jesus den Mann das Licht von den Augen. Und das Mann, der ging in den Lehrstall. Der ging in so ein Mensch in den Lehrstall. Also er hielt mit einmal, er lässt die rauben. Und Jesus fragt ihn, was soll ich tun? Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin, dein Glauben hat dich gehalten. Weißt du, eine andere Geschichte, die Geschichte interessiert mich auch. Du bist ein segnender Mensch. Du bist ein kleiner. Du bist so klein vom Gewusst, können Jesus überhaupt nicht mehr sein. Wenn jemand Menschen wie dann krüppelt er am Baum ab. Ich kann mich dazu feststellen, weißt du, ich lebe nicht mehr, wo an der Herrlichkeit sein, ich will mich Zachäus sehen. Dann wollte ich den nach heute nur mit ihm verteilen. Dann wollte ich den mal fragen, was wusstest du da am Baum? Als du da auf dem Baum abkroppst, was dachtest du? Wusstest du dem was sein? Ich kann mich dort nicht so feststellen, dass Zachäus mit dem Ziel am Baum abkropp, dass er dort kriegen von Jesus, was er kriegt. Kijk mal, hij wieder am Baum und checkt, dort kommt er. Und dann Jesus, wat je so Mensch, was Jesus sagt, ich will Ihnen was sagen, Geschwister, wie immer du bist, wenn du eine Person bist, was Jesus sagt, er sieht dich vom Weit auf. Er wird krank, wie du meinst. Er wird krank, wer hier segnet. Der kennt ihn alle. So, und dann sagt er, Zachäus, komm rauf. Komm rauf vom Baum, dort wie für einmal eine Überraschung, dass Jesus sieht mich. Nu roept er mir, ich soll raufkommen. Und dann sagt er noch zu ihm, hey, weißt du was, ich mag von dir und die kommt, zu Gott. Man, ich bin ein Zellner, ich bin so nach mein Leben als Linghambus, Leeres, Betrug, Sünde. Das ist, was er für Mensch wird. Nu sagst du, du wirst bei mir zu Gott kommen, und dann ran er vorab, und dann laut er Jesus zu Gott ein, und weißt du was, dann kommt die Überraschung noch gerade. Dann sagt Jesus zu diesem Mann, heute von dir aus diesem Haus, das Haus, Heil widerfahren. Uit große Überraschung und Dankbarkeit sagt das junge Mann, sagt das Zachäus, weißt du was, ich habe so viele Menschen betrogen, ungeschmiert, bestohlen. Ich will dir das alle drei geben. Ich würde das mehr als einmal drei geben. 4 Mal wollte ich das drei geben.
En dan sagt er, en dan nach der Hauf wordt de verkuipende, wordt de arme dat geven. Weet je, dat wie uit een dankbaarheid van deze man Zacchaeus. Ik wil je nog in die geschichte vertellen. Weet je, dat zijn geschichten die kan je al. Maar ik weet dat goed dat je die goed kan, bloß ik geloof dat es fijn, we erinnern ons aan zo'n geschichten. Weet je, du wie een 2 mannen die hangen door am Kreuz. En de Bibel sagt sehr klar, die beiden mannen deuten lasteren. Die beiden mannen deuten Jesus spotten. Umfänglich. Aber damit einmal kriegt es einer von denen, wenn er am Kreuz hängt, ein anderer Sinn. Irgendwie kriegt er ein Verlangen. Und dann übernahm er sich, er überwindet, durch er Jesus unrauben deed. Ich glaube, er wird nicht gewusst haben, wo er dem anrauben soll. Aber weet je, wo er den anrauben deed? Dann sagt er zu Jesus, denk an mich, wenn du von der und den Rick gehst. Denk an mich, wenn du in den Rick gehst. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, du wirst von der mit mir im Paradies sein. Mensch, ich kann mich dort nicht feststellen, so ein Mann. Der letzte Moment vom Sturm. Noch diesen Satz zu hören von dem Herrn Jesus. Du wirst von der mit mir taub im Paradies sein. Ich will noch die letzte Geschichte erwähnen in der Bibel. Das ist von den verlorenen Seen. Weet je, als die verlorenen Seen in der Wüste wird, wie war ich vom Fuder? Dann sagt er, ich werde trainen um meinen Fuder gehen. Dann werde ich zu meinem Fuder sagen, merk mich einmal bloß zu einem von den Arbeitern. Ich bin zufrieden, weil ich habe so sehr schlimm gemerkt, ich habe all das aufgehört, was die Fuder mir gegeben hat, das habe ich alles vermacht. Und ich bin beim Ankommen, ich weiß nicht mehr, was ich soll. Mir bleibt nicht unter ewig, ich muss bis trainen um Fuder gehen. Wenn ich weiß, was Gott daran haben wird beim Fuder sein. Dann sagt er zu sich, wenn ihr die Geschichte mal lesen, dann sagt er zu sich, ich werde trainen um Fuder gehen, dann werde ich zu den Fuder sein, dort ich habe gesündigt für den Himmel und für die. Und ich sehe das nicht wird, dort ich den Sehen heute, sondern merkt mich bloß zu einem von denen Knast. So seht ihr in der Wüste. Kann ihr dort, als ihr dort bekommt, und dann kommt er in das Haus. Und dann kommt er in das Haus, und dann sagt er mit einmal, dort, mein Führer rannt mir entgegen. Der Führer, der rannt mir entgegen. Viele Jungs von der, wenn die das so grob gemerkt haben, die haben die Eltern vielleicht schlecht angetan, die kommen dann schließlich in das Haus, die denken bei sich, was wird Papa nu tun? Wird ich noch Priegel kriegen? Wird mich bis vom Hof schicken? Wird mich annehmen? Was wird mich tun? Die Jungs haben verschiedene Väter. Kriegt du nur verschiedene aus den Vätern, sind du nur reagierende. Aber hier ein Führer, der handelt anders. Der handelt so, als der den Jungen immer sagt, komm, dann rannte dem entgegen. Und dann sagt er, dann fall er den Jungen an den Hals und dann küsst er den. Und dann im Haus, dann sagt er, uit grote Freude, mein Sohn ist thuis. Mein Sohn ist in Haus gekommen. Der wird verloren wird, der ist zum Leben gekommen. Das ist in Haus gekommen. Wir machen ein großes Fass anstellen. Und wenn die Geschichte kann, beobachtet mal diesen Satz, was die sehen in der Wüste sehen, was ich zu den Führer will sein. Merkt mich bloß zu einem von denen Knast. Den seht ihr tüß nicht. Weißt ihr, warum die den nicht sehen? Weil ich glaube, die sehen, die sagt dort, ich kriege viel mehr, als was ich alles in meinem Leben gedacht habe. Der Führer nimmt mich so jeden ab. Und guck mal, der Führer, der nahm am gleich bis ab aus dem Knast. Sondern er sagt, mein Sohn ist nach Hause gekommen.
Ich wollte dir sagen, wir würden noch keine lange Geschichten, viele Geschichten von im Neuen Testament, im Alten Testament reden, wo Gott den Mensch überrascht hat. Kiek mal, ich glaube immer, wer immer sich entschlossen hat in sein Leben, nur Jesus zu kommen, der kann noch niemals sein, dass er weniger gekriegt hat, als was er gerechnet hat. Bloß, ich glaube, so viele Menschen, die würden ehrlich machen sein, ich habe viel mehr gekriegt, als wo ich jemals in meinem Leben abgerechnet habe. Was hat der Herr, was gibt der Herr? Kijk mal, wenn wir nach Jesus kommen, nehmen der uns bis unsere Sünden auf. Wo er uns gedreckt haben, wo er uns geschmerzt haben, wo er uns im Verdorben bringen deuten, wo er uns schlaflose Nachten gegeben hat, wo er uns Gewissen immer weiter verklären deut. Den nimmt er uns auf. Was er uns du vergeben deut, das ist einmal eine völlige Vergebung von all unserer Schuld, nicht bloß die Schuld, an wo wir uns erinnern. Er gibt ein neues Leben. Also ein neues Leben gibt er aus ein Geschenk boven an. Er gibt den Mensch eine neue Gesinnung. Also der Mensch hat mit einmal eine neue Gesinnung. Er hat einen tiefen Frieden. Ich weiß, dass wir haben Menschen von der die sind all Jahren ab der Welt irgendwo die Segen nur dem Frieden. Die fängt den Scheinmal. Den Frieden kann Jesus Christus allein geben. In diesem Frieden wohnen wir also bang wir. Den habe ich mir einmal gekriegt. Und dann sagt die Bibel, dass wir seine Kinder geworden sind, in der Geist in uns gekommen ist, haben wir allerhand Früchte des Geistes. Wenn die Galater Kapitel 4, Vers 22 lesen. All die Früchte des Geistes, so reich beschenkt Gott seine Kinder. Und dann sagt es in der Bibel noch sehr klar, dass wir seine Ohren geworden sind. Mal dort aufgeht, was der Herr Jesus Christus reut wir, was im Himmel ist, ich habe es mal gesagt, ich glaube, das viel mehr, als was irgendwer jemals ohnt. Dort ist der Herr Jesus reut, mit uns zu teilen. Nu sind ich ein Erbe, also ein Orf Gottes sind ich geworden. Ich habe nu weiter den Zugang, den offenen Zugang zu Gott, wo der Sinn eigentlich kaputt gemerkt hat. Nu habe ich weiter einen offenen Zugang, nu kann ich weiter mit Gott Gemeinschaft haben. Und ich glaube, viele Menschen würden sogar sagen, nu habe ich eine viel bessere Gesundheit. All das, was ich immer missbrauchen, das hat mein Körper so weit draufgebracht. Nu sind wir einmal endlich frei. Nu brauche ich nicht mehr den Alkohol, nu brauche ich nicht mehr die Pil, nu brauche ich nicht mehr den Drugs, nu brauche ich nicht mehr die Zigarren, nu brauche ich nicht mehr Jant. Nu sind wir frei. Nu haben wir eine Gesundheit gekriegt. Und weißt ihr was, ich glaube, für einen Mensch, der kriegt sogar noch eine neue Arbeit stehen. Uns gottloses Leben, das macht uns so kaputt. Wir werden so unbrauchbar, dass sogar ein Wirt, die können uns nicht mehr brauchen. Ferken hilft besuchen. Ferken zu Lot will sich weit überholen nach mir durchgelegt hat, wenn ich in Sünden gelebt habe. Nu wie ich so müde können, habe ich brauchen und schließlich ein Wirt sagt mir einmal, ich kann die Büsche mehr brauchen. Die besser entlohnen. Weil genau wenn ein Mensch mit einmal sich hat, das Geschenk geben in Jesus Christus. Dann hat einer sogar eine neue Arbeit steht. Weil ich würde noch keine lange davon reden. Und ich will die Frauen zum Schluss, lieber Freund, bist du all überrascht von Jesus? Was hält uns dort, wenn wir die ganze Liste Menschen im Alten Testament und im Neuen Testament würden erwähnen, wenn du alle von Jesus überrascht sind worden. Bloß ich sei noch nicht überrascht. Ich wollte dir sagen, komm zu Jesus. Wenn du von dir warst, im Glauben, im Gebet zu Jesus kommst, mit all deinen Sünden, und warst am dir bringen, am Vergebung beten für deine Sündenschuld, dann wird er dir aufnehmen. Und er wird dir nie Leben geben. Und dort kann sein, du wirst verfreudmäßig mal schlupen können danach. So überrascht wirst du sein. Viele von ihnen können von so einer Überraschung vertellen.
Wenn du noch nicht kommst, mir jammert das über dich. Mir jammert das über dich, dass du so arm bist. Dass du dort immer noch nicht hast. Während Jesus uns so lange vielleicht geraubt hat. Ich will die Mut mehr. Traf diese Entscheidung, lieber Freund, wie immer du bist. Wenn du das erkennst, dass du bist nicht reif, Jesus zu begegnen, komm nach Arm. Er wird dich überraschen. Und du wirst nicht beschoden, dass du bist nach Arm gekommen. Mochte der Herr sein Wort wieder segnen. Und ich frage noch, wir wollen uns heute noch mit ihm beten. Herr Jesus, wir danken dir für all die Wunder, wo wir im Neuen Testament, auch im Alten Testament sein können, was du getan und gewirkt hast. Wir danken dir auch für so viele Menschen, wo du bewiesen hast, wo du ihn Lauf hast, wo du ihn überrascht hast, durch irgendein Ding, was du für ihn getan hast, wo du ihn hast frei gemerkt, wo du ihn hast vergeben, wo du ihn hast angenommen, wo du ihn hast nie Leben gegeben. Herr, danke schön dafür. Ich bete, du wirst so eine Person, die das noch nicht belebt hat, die noch nicht davon zeugen kann, dass er diese Überraschung belebt hat, diese Begegnung mit dir zu haben, dass du wirst am Mut mehr, dass du wirst am Horten der klappen, dass er wird wählen sein, von der diese Entscheidung zu treffen. Herr, segen du in jedem einem bei dieser wichtigen Entscheidung. Und vielleicht ist du einer oder der andere, der hat das gesehen, dass ich sein einer, der Menschen enttäuscht hat, wo sich vielleicht um mein eigenes Leben getäuscht haben, wo ich nicht so gewandelt habe, als was ich soll. Ich bete, du wirst Gnade schenken, zu einer Buße, zu einer Umkehr, dass wir würden ans Leben ernst nehmen, wenn wir uns bekennen als deine Kinder. Herr, schenk dir deine Gnade und deinen Segen dazu. Amen.